So, servus und habidere. Hier ist euer Mike vom Viva la Movilusion Podcast. Heute müsst leider oder solo mit mir Vorlieb nehmen, weil ich ein saucooles Buch zugeschickt gekriegt habe, und zwar Inside Saw vom Tobias Hohmann. Aber bevor ich euch ein paar Details über das Buch verrate, fangen wir ein wenig weiter vorne an. Und zwar, ich bin ein Baujahr 84 und zu der Zeit, wo ich mich für Horrorfilme interessiert habe, mit 12 Jahren umeinander, war das ein wenig schwierig, sich über Filme allgemein zu informieren oder allgemein über Horrorfilme war ziemlich schwierig. Also man hat vielleicht noch mal ein Splitting Image in die Hand gekriegt oder Gory News oder am Bahnhofskinos ein X-Rated Magazin. Aber an sich war es ziemlich schwierig, sie über Horrorfilme zu informieren. Internet war damals ein wenig schwieriger wie heute, ein wenig in Anführungszeichen. Da hat man, wenn er nur ein Modem braucht, dann hat sie ganz nervig da einwählen müssen. Da hat man nicht einfach schnell googelt und gesagt, hey, mir jetzt über Tanz der Teufel informieren, das was für ein Jahr ist, der wer später aller mit. Da hat man wirklich noch zu einem Buch greifen müssen. Ich habe 1998 ungefähr habe ich das Deep Red Gore Handbook in die Hand gekriegt, die 100 blutigsten Horrorfilme aller Zeiten vom Andreas Bethmann. Und das hat bei mir brutal die Liebe zum Horrorgenre entfacht. Ja, ich meine, die sind im Alter natürlich auch ein wenig Gorehound und man ergötzt sich an die blutigen Bilder und an die Informationen zu die jeweiligen Filme. Und ja, und so hat das bei mir angefangen. Also man hat sich über Horrorfilme oder über Filme allgemein im Internet nicht schlau machen können, so hat man noch zu Büchern greifen müssen. Deswegen freut es mich jetzt auch umso mehr, weil die Horrorfilm-Fachliteratur ist sehr rar gesät, sage ich jetzt einmal. Und da finde ich es wirklich super, dass der Tobias Hohmann und der Wuzi Verlag sich da entschlossen haben, ein richtig tolles Buch über die Saw-Reihe rauszubringen. Wie gesagt, der Tobias Hohmann hat 2 Jahre Arbeit reingesteckt in das ganze Projekt bis zur Fertigstellung von dem Buch Inside Saw. Was ich in die Hand gekriegt habe, ist auch wirklich, jetzt muss ich nämlich schnell schauen, ein 536 Seiten schwerer Koloss. Also das Teil liegt richtig schwer in der Hand. Wie ich das Backel in der Hand gehabt habe, habe ich mir gedacht, wir schickten mir da ein Telefonbuch. Aber wie ich das dann ausbackelt habe, denke ich mir, wow, also voll wertig. Also ich habe das ja auch gerade in der Hand. Das Teil ist ja schon gleich 4 cm dick. Hat ein schön hohes Format. Das einzige Negative an dem Ganzen, das ist gleich schon mal, ich hätte mir jetzt, wenn ich es bestellt hätte ich mich für ein Hardcover-Exemplar entschieden, was es aber leider nicht gibt. Also ich stehe eher auf so Hardcover-Sachen als wie so Broschüre-Bücher, weil die beim Lesen eher mal auseinanderfallen, als wir gebunden ist. Und ich finde einfach, so gebundene Bücher haben einfach ein wenig wertiger in der Hand und die stellen wir dann lieber ins Regal. Aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau, denn es kommt natürlich auf die inneren Werte an. Aber zuerst einmal noch zum Verlag, der Wuzi Verlag. Der setzt sich vom Namen her, das Wu und Zi, aus den Namen Florian Wurfbaum, also Wurfbaum, W-U, und Kevin Zindler, Z-I. Wenn man die 2 Buchstaben jeweils zusammen da kommt Wuzi raus. Irgendwie übrigens eine ziemlich coole Idee. Die Herren Wurfbaum und Zindler kennt man neben Christoph N. Kellerbach, Fuck Yes, vom Entertainment-Blog her. Die machen auch einen ziemlich coolen Podcast, und zwar den Cine Entertainment Talk. Also wer alle unsere Viva la Movilusion Folgen schon kennt, der darf ganz gerne mal beim Cine Entertainment Talk vorbeischauen. Die haben auch saugute Themen und haben sehr kompetente Burschen. Zum Autor so viel, der Tobias Hohmann hat schon einige Bücher geschrieben. Ich habe ein wenig nachgeschaut, was er Neues gemacht hat, und zwar ein Zurück in die Zukunft Buch, ein Bud Spencer und Terence Hill Buch, ein Buch über Clint Eastwood, Chuck Norris und Ivan Sylvester Stallone. Also auch immer so fette Teile. Der Kerl hat richtig Ahnung von dem, was er schreibt. Also er ist wirklich weit gefächert in seinem Wissen, und ja, und er hat jetzt wirklich 2 Jahre Arbeit reingesteckt fürs Saw-Thema und hat da nach bestem Wissen und Gewissen alles zusammengetragen, was er so zusammengebracht hat. Und das ist wirklich unglaublich.
detailreich recherchiert und brutal gut ausgeführt, ist total übersichtlich und auf den 536 Seiten gibt es eine unglaubliche Ansammlung an Informationen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was der Herr da alles jetzt zusammengetragen hat. Es geht los bei den Werdegängen von bestimmten Regisseure, Produzenten, Schauspieler, James Wan, Lee Whannell, Darren Lynn Bousman, David Hackel oder David Hackel halt, Tobin Bell. Also es gibt über jeden was zum Lesen, die Hintergründe, den Werdegang, die Filmografien von den bestimmten Leuten. Es gibt auch, wenn man das Buch quasi aufschlagt, natürlich mit Vorwort, jeder Saw-Film bekommt ein extra Kapitel, wobei dann wahrscheinlich die anderen sagen werden, ja, der wird ja wahrscheinlich die Handlung über ein paar Seiten und so wird das Buch schon voll. Nö, also wir haben da eine Seite, haben wir die technischen Details des jeweiligen Saw-Films, zwar mit Stab und Besetzung, die Produktionskosten, die Werbekosten, das Einspielergebnis und auf einer weiteren Seite wird dann die Handlung erklärt. Und so haben wir auf einer Doppelseite die ganzen harten Fakten samt Story und dann geht's wieder weiter, tiefer rein in die Materie. Wer dieses Buch gelesen hat, und wahrscheinlich muss man es einmal öfters lesen, weil die Details und die Informationen so reichhaltig sind, dass das beim ersten Mal wahrscheinlich nicht alles sehr hängen bleiben wird, kann wirklich von sich selber sagen, dass er dann ein Saw-Profi ist. Also da steht wirklich alles drin, was der Saw-Fan oder der, Nicht-Fan der Serie wissen möchte oder muss oder sollte. Es sind Pressestimmen von damals mit dabei, die auch ganz interessant ist. Es gibt die filmischen Impulse und sozialen Impulse, die zu die Saw-Filme geführt haben. Da werden also Filme porträtiert wie das Blair Witch Project zum Beispiel, auch, wo man dann sagt, okay, da hat das Horror-Genre wieder an Fahrt aufgenommen und nur durch bestimmte Produktionen hat eben das Saw-Franchise entstehen können. Es werden Entstehungsprozesse geschildert, vom Drehbüchern, von der Pre-Production bis hin dann zum fertigen Film. Also wie gesagt, das Teil ist richtig voll fett mit Informationen voll. Wie gesagt, ich bladdel noch mal durch gerade so. Die Bilder sind hauptsächlich nur in Schwarz-Weiß. Da sind jetzt keine Bilder groß dabei, wo ich sage, okay, das habe ich noch nie gesehen, hey und wow und hin und her. Aber auf das kommt es aber auch gar nicht drauf zusammen, weil ich glaube, zum So-Thema hat man an Bildern so hübsch alles gesehen, was man so sehen wollte. Aber wie schon mal gesagt, das kommt auf die inneren Werte drauf zusammen und das, was hier wirklich an Fakten und Details drinsteht über die Saw-Filme, bis hin übrigens zu Saw Spiral oder Spiral from the Book of Saw, also bis zum aktuellen Film, hat es hier am Laufenden. Also wer sich für das Saw-Franchise interessiert, der soll bei dem Buch auf jeden Fall zuschlagen. Also das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich das Teil als Rezessionsexemplar zugeschickt gekriegt habe, sondern weil ich selber wirklich davon überzeugt bin, dass jeder mit dem Buch Spaß haben wird, der sich mit der Materie besser oder tiefer auseinandersetzen möchte. Ja, also wie gesagt, bis Jigsaw habe ich die Saw-Filme selber alle gesehen und mag es auch alle durch die Bank sehr gern. Den einen ein wenig weniger, den einen ein wenig mehr, wie zum Beispiel Saw 3, den ich persönlich als den absoluten Höhepunkt der Saw-Reihe empfinde, aber auch die anderen Teile kann ich jedem was abgewinnen von einer verschachtelten Handlungsstränge und Zeitschleifen, beziehungsweise Zeitstränge, verschiedene Zeitabläufe und Dinge. Also ich finde das eigentlich hübsch raffiniert, wobei man halt ganz oft einmal das Hirn ein wenig ausschalten muss und manche Sachen einfach als gegeben hinnehmen muss, weil man sagt, ja, wir möchten jetzt einer oder zwei, drei Leute auf solche kurze Zeit solche Fallen bauen und, wo kommen die finanziellen Mittel her? Scheißegal. Das ist einfach das So-Universum und das nehmen wir einfach so hin, wie es ist, da ich jetzt mal sagen, um mit den Filmen auch wirklich Spaß zu haben. Also wie gesagt, bis Jigsaw habe ich die Filme selber gesehen. Spiral, der eben momentan jetzt gerade im Kino läuft, den habe ich leider noch nicht gesehen. Das Kapitel habe ich auch noch auslassen, da möchte ich den Film vorher noch sehen und dann werde ich auch das noch fertig lesen. Aber bis dahin, volle Empfehlung für das Buch. Hey, Leute, es kommt ja auch bald Weihnachten, sagt's mir nicht besser. Jetzt ist Ende September, wenn's das Herz, Geschenke, entweder schreibt es euch selber auf die Listen, schreibt es für eure Liebsten auf die Listen. Mit dem Teil, wer das an Weihnachten ausbackelt oder wem es das überreicht zum Ausbackeln, dem geht auf alle Fälle die Fresse voll auseinander. Der wird sich mordsmäßig freuen. Die Inhalte, die Bilder, sind nicht groß jugendgefährdend, sage ich jetzt einmal. Es sind zwar schon mal hin und wieder ein paar so Details dabei, aber da das Ganze in Schwarz-Weiß gehalten ist, darf das Ganze nicht recht problematisch sein. Das Buch vielleicht auch im Geschäft zum Finden, ich weiß es nicht, aber wer da auf
auf Nummer sicher gemächt, der schaut einfach bei Subversiv Media rein, schaut bei Facebook unter Art of Horror Magazin oder direkt bei Wusi Books. Der haut sich das Buch in Warenkorb rein, vielleicht dann noch ein paar Ausgaben vom Art of Horror Magazin mit dazu. In Ausgabe 2 ist übrigens meine Sammlung mit dabei, wer noch Interesse hat. Holt euch ein Art of Horror Magazin, holt euch das Inside Saw Book und eigentlich wird nie langweilig. Na, also wirklich von meiner Seite her volle Empfehlung für das Buch. Mein vollen Respekt an den Tobias Hohmann, dass er da wirklich die 2 Jahre Arbeit reingesteckt hat in so viel Detailreichtum und so viele Informationen, ist wirklich der Hammer. Also, soweit zu Inside Saw und lasst uns vielleicht auch wissen, ob euch das Buch auch gefällt. Wie wird's mit Inhaltsvorinsatz? Schreibt uns irgendwas in die Kommentare. Das Buch ist ab jetzt zum Bestellen. Also, wenn es das Herz nebenbei gleich Handy in die Hand oder an Laptop hier, Subversiv Media, holt sich so ein Teil und das ist das rundum sorglos Paket für jeden Saw-Fan. Hand aufs Herz, das Teil ist wirklich super. Bis zum nächsten Mal und macht's es gut. Servus, pfiat euch, habe die Ehre.